Onse Jeschicht. Onse Jeschicht handelt van de Oldkolonie Mennoniten, wat in de 1920 jaren van Canada en Manitoba en Saskatchewan, New Mexico bij Cuauhtémoc, Chihuahua, damals San Antonio de los Arenales genannt, omsiedelden wegen privat schuldproblemen in Canada. En in van deze afschnitt redt George Rempel van Schuldsachen, waarom ze handelen moesten in Mexico, wegen den Buchstaben A oder O, en ook wegen de schuldvrijheden in Mexico City. George Rempel is lang zelfs schuldig geweest in Mexico am dorp Kroonsgoed, heeft veel van dit miterleefd en schrijft nu Onse Jeschicht. Dit is de bereikradio CHP, de plotische radiostation in Elmer, Ontario. Ik zie Hein Rempel en ik wens je een goede aanvang. Onse Jeschicht. Dit moet vertellen wie nog waar de Meier van dem zogenaamden Buchstabenkrieg in de Oldkolonische Gemeinde in Mexico. Nicht zum beschuldigend oder spätes Wort darüber zu sagen, aber zum besser verstehen lernen, was dort Brocken vom verplatigten Alphabet an unsere Schulen, an unsere Sprache und an unsere Geschichte getan hat. Und dann vertellen wir noch, was der Meier von der Arbeit an der Cardenas-Regierung in Mexico City während die Mennoniten ihre Schulfreiheiten. Wir haben letztes Mal davon vertelt, wo der Älteste der Blumentoler und Blumenuter auf der Manitoba-Kolonie im Fahrjahr 1943 dort teilnehmen am Abendmahl aufgesagt hat. Und das Abendmahl aufsagen verursacht sehr viel Konflikt zwischen Gemeindengliedern für eine lange Zeit. Und als das mal bloß noch weiter mehr Abruhr gibt und doch nicht die Lied an Blumenthal und Blumenurt zwingen können, sich dort zu schicken, dass sie den rechtmäßigen Namen A nicht mehr brocken sollen in ihrem Schulunterricht, dann versucht der Älteste noch weiter was anderes. Das wäre ja immer so, dass die Oms im Fahrjahr immer 2 und 2 alle Dorfschulen besuchten oder untersuchten. Aber nur diesem großen Abruhr, den der Älteste verursacht hat, durch die Blumentoller und Blumenurter dort oben mal aufsahen, wenn sie nicht beigeben wollen, mit dem gemerkten A in ihre Schulen zu lehren, dann seht er die Oms dort auf, die Schulen in Blumenthal und Blumenurt zu besuchen. Mehrere Jahre kriegen diese beiden Schulen keinen Predigerbesuch. Aber nur etliche Jahre fängt der Predigerbesuch sich auch wieder in diese beiden Schulen an. Ich glaube, das fängt ungefähr so an. 2 Predigers waren sich einig und besuchten diese beiden Schulen einfach doch mal weiter, ohne vorher durch viel von zu reden. Das wären Prediger Abraham Deck und Prediger David Wieb. In scheinbar frieden alle anderen sich dort auch. Dann in Blumenurt und Blumenthal ist nachher niemals weiter was gewesen wie in ihrem A-Lehren. Und der Predigerbesuch kam weiter pünktlich jeder Jahr die Schulen besuchen in diese beiden Dörfer. Der Älteste hat scheinbar abgegeben an die Blumenthaler und Blumenurter, aber er versucht dort fair zu gehen, dass man in anderen Dörfern nicht auch noch weiter anfangen soll mit A-Lehren. Und was ich hier nu wieder noch vom sogenannten A-Lehren oder vom Buchstabenkrieg, zoals Schullehrer David Harder dat nannt, vertalen will, das fällt mir ein bisschen schwer, wie zur gleichen Zeit auch noch weiter so ein bisschen von meiner eigenen Geschichte ist. Aber ich will dabei versuchen, sachlich zu sein, nicht aufsichtlich wem persönlich zu dich bekommen. Dann, wenn wir jeweils halben verstehen, wo sich dort mit dem A-Lehren wieder entwickelt hat, oder wo der sogenannte Buchstabenkrieg auf der Manitoba-Kolonie in Mexiko wohl sozusagen zum Ende gekommen ist, und dort dadurch aber das ganze oldkolonische Schulwesen nicht bedeutend verbessert worden ist, dann glaube ich, muss wie Kartop geführt wird, davon vertalen, dort nachher besser zu verstehen, wenn wir noch davon vertalen wollen, dass so viele Familien nach anderen Kirchen oder Gemeinden übergegangen sind, am besseren Schulunterricht zu finden für ihre Kinder. Weil dort sogenannte A-Lehren sozusagen zu einem Sinn gemerkt worden wäre, ist doch vor vielen Jahren so ein bisschen Konflikt zwischen den oldkolonischen Menschen gewesen, die ziemlich viel Missverständnisse verursacht hat.
Viele Eltern wollen ihre Kinder in der Schule jaren besser und rechter und mit den reichmäßigen A gelehrt haben. Aber vielleicht noch mehr Eltern wollen ihre Kinder durchüt mit A gelehrt haben. Und viele wollen ihre Kinder überhaupt nicht viel Wort gelehrt haben in der Schule. Einige wollen sogar behaupten, dass es besser und biblischer wäre, die Kinder mal sehr wenig lehren zu lassen. Diese sehen, wenn wir unsere Kinder viel lehren lassen, dann sind sie auch für viel verantwortlich. Und sie glauben dort aus Lukas 12, Vers 48 nehmen zu können. So wollen die Lied dort nicht haben. Willst du aber noch immer so viel Lied werden, was jeden bessere Schulen haben wollen für ihre Kinder, und auch jeden ein bisschen rechter gelehrt haben wollen, haben immer weiter viele Darbsamter von der sogenannten A-gelehrten Schullehrer meiden wollt für ihre Schule. Einen Sommer kamen mal die Darbsamter von 7 Darper und wollen mich aus ihren Schullehrer meiden. Und wenn ich dann zu so einem Schuldenamt sehe, ich will all gar nicht noch an einem anderen Darb anfangen mit Schulholen, wie es dort doch weiter Schwierigkeiten geben wird, dann sehen die immer, dort ist dann uns Problem, nicht dient. Warum sage ich das hier? Um bloß zu sagen, dass dort trotz all dem Jähen werden, zu alle Tiden doch noch immer viel Lied wären, die ihre Kinder besser und rechter gelehrt haben wollen. Als ich mich 1955 in Kronsgaard für ein zweites Jahr hat lassen als Schullehrer meiden, und dort dann im Herbst all bald Zeit wäre mit der Schule anzufangen, dann krieg ich mit einmal einen Brief vom Ältesten, wo binnen er dort ganz klar macht, dass ich, wenn ich mich nicht checken will, die höhere Uitsprache, so er dort nannt, abhören zu brücken und anfangen, die Uitsprache wie meinem Schulholen so zu brücken, als die Ooms dort haben wollen, dann darf ich nicht mit der Schule anfangen. Und wenn ich doch anfangen würde, und wieder die höhere Uitsprache brücken, so er dort nannt, dann wüsste ich, wo ich zu Stonen kommen würde. Und wenn der Älteste so einen Uitdruck braucht, dann wisst wie alle, was das meint. Das meint, dann wird er dort so angehen, dass die gedreibte Person wird von der Gemeinde ausgeschlossen worden. Also das rechtmäßige juridische A zu brücken, wir so gestempelt worden, als wenn das Wort wäre, was zum Hochmutchen oder Weltelchen gehört. Und dort von unseren Vorvätern gemerkte A zu dem Deimutchen gehört. Als ich diesen Brief gelesen habe, dann ging ich damit zum Darbschuld heim, leid an den Lesen und seht, wenn ich so gedreift war von der Gemeinde ausgeschlossen zu werden, dann fange ich nicht mit der Schule an. Dabei lasse ich mich noch nicht ausschließen. Die Schule soll erst all am einen Weg anfangen. Die Bürgers im Darb werden alle Druck mit ihrer Arend anbringen, dass wir mitten in der Drasch steht. Das Treiben hat sich aber sehr schwind am Darb rundgerät und die Schuld stellt noch den oben zu Schulden an, am Rot zu holen wegen dieser Sache. Er sieht mich, ich soll auch zu Schulden kommen. Nach diesem zu Schulden reden die Vaters sich sehr ab. Immer weiter sieht wir, unseren Schullehrer aufsehen kann der Älteste nicht, denn dort ist eine Darbsache. Oder dort lässt wir uns nicht gefallen von unserem Ältesten, unseren Schullehrer aufzusehen. Das ging durch einen Stout sehr laut her. Mit einmal, als dort ein bisschen stiller wird, dann frug ein Bruder mich, würdest du dort auf keine Bedingung daunen, doch mit der Schule anfangen. Ich besann mir ein Bett und sehe dann, jo, auf eine Bedingung tue ich dort. Ich sehe, ich glaube dort auch so, was sie dort sagen. Schullehrer meiden und aufsehen, dort ist Darbsache. Aber dort halt jü nicht, dort halt mich nicht. Wenn je mich dort sagen und wenn je dort hier einer den anderen sagen. Das mag je dem Ältesten selbst sagen. Und dann frug die Schuld, wenn wir dem Ältesten dort sagen wollen, dann warst du Schule holen? Und ich sagte, jo, wenn die arm sagen, was je hier ein ander sagen und was je mir hier sagen, dann hol ich wel ich Schule. Dann hab je mich dort aufgenommen. Dann muss der Älteste mit je verhandeln. Und dann wird geratschlossen über wer dem Ältesten dort wird sagen vor. Das Wort war da sehr laut. Die abgeredete Vaters hatten allerhand harte Wege zu sagen,
wo dem Ältesten dort klar gemerkt worden soll, dass es nicht seine Sache wäre, einen Schullehrer aufzusehen. Als das war einmal ein bisschen stiller wird, dann frug ich, warum will je aanvoeren om aan dat zaaien? De schuld vroeg, wo zest kunnen we aan dat zaaien? Ik zei, want je aanvoeren en aan dat zo stor zaaien als je dat hier bereden, dat kan niet schaffen. Sie sollen aan dat niet uit natuur persoonlijk stor zaaien voeren, aber op code en met aanständige Wert aan dat schrijven. En dan kwam de vrouw, wanneer we am schrijven waren wat we hier bereid hebben, dan was de schuld holen. En ik zei, ja, mir ist dat veel lieber, dat je dem Ältesten dat schrijven, als dat je een zoon opgerecht hebt, door aanvoeren en aan dat zaaien. En dan wordt bloos nog schwind besloten, dat de schuld dem Ältesten schrijven soll, wat op de schulden bereid worden wir, en damit wir de schulden aufgeschloten. Aber den nächsten Abend wird de schuld alltidig bei uns, en wil haben, ik soll den Brief schrijven veraan. Aber ik zei am, nee, dat wir besloten, dat du dat sollst, en dat moest du doen. Aber hij zei, ik kan dat gar nicht. Ik zie nicht imstande, den Brief zu schrijven, wanneer ik dat ook nog wil. Schrijf du den Brief, en dan wil ik den aufschrijven, zodat het niet te zijn is dat du dat geschreven hast. Aber ik zei hem, met zo'n onoprechtigheid vang ik al zeker niet aan. Als dat aber immer later wordt, en de schuld nog immer door hem aanhält, dat ik den Brief schrijven zal, dan zei ik schließlich, dan zei mij wat ik schrijven zal, en ik word het schrijven. En hij zei, dat wat we gisteren op schulden besloten hebben, dat zal je hem schrijven. En hij zei, we hebben einstimmig besloten, dat we ons van unserem Ältesten nicht laten unseren Schullehrer aufsehen. Schullehrer meiden en aufsehen ist Starbsache. En ons Starb heeft unseren Schullehrer gemeid, en we laten ons nicht von je unseren Schullehrer aufsehen. Ik schrijf dat ungefähr so, als hij mir dat zei, en de schuld unterschrijft dat, en de brief wordt am nächsten Tag op de post aufgeschickt. We können noch een Schauf mehr vertalen, von wat mit diesem Brief passiert, aber dat laten wir am besten al zijn. Dan beid, dat Kronskwatsche Darbsamt en der Schullehrer haben nachher niemals brucht mit dem Ältesten über diese Sache reden. Wir hielten noch lang im Frieden Schule. Wenn je Jahren later besucht Isaac nochmal selbst die Schule in Kronskart, der Älteste wir selbst Schullehrer gewesen, und dat wir gut morgen, dat aan dat in de Schule sehr gut ging. En dat hij korrekt wist wat er verging. Ik kon er ook een lange Geschichte van vertellen, aber ik wou liever bloos vertellen wat hij toe ons zei, als Schule uitgemerkt weer. Schuldenamt, ooms en Schullehrer zaten door aan de Schule, als de Schulkinderen alle uitgewonnen werden. We werden alle in natenstoot ganz still, en ik geloof alle werden gespannt. Aber dann holt der Älteste einmal diep adem und sagt, na ja, Rampel, du hast die Schule all noch ganz gut wiedergekriegt. Dann wir hier weiter, der steht still, holt weiter diep adem und sagt, aber dort würdest du korrekt so gut gekonnt haben, wenn du uns gehorsam wirst und dort so deutst, dass wir dort haben wollen. Dann glaube ich, wir alle noch viel gespannter. Aber keiner sieht Wort, für ihn der jetzt steht. Und dann holt der Älteste noch einmal diep adem und sagt, aber mit je zanken will ich nicht mehr. Gewarnt worden war ich dort keinmal, aber zanken will ich mich nicht mehr mit je. Als sie das gesagt hat, dann nahm er von uns alle Aufscheid. Wir gingen alle top anspannen und der Prediger, Schuldbeseker, fuhren weg. Ich freut mich, dass der Älteste auf diesen Weg mit uns Fried gemerkt hat. Und ich freue mich auch von dir noch einmal dort. Dann damit ist je sozusagen der jahrelange Buchstabenkrieg auf der Manitoba-Kolonie in Chihuahua zum Ende gekommen. Nachher haben mehrere Jahre angelehrte Schullehrer gehabt, ohne dass es besondere Schwierigkeiten darin gegeben hat. Oder wir hier und da doch noch mal einen Prediger, der einem angelehrten Schullehrer ein Bett darin vermont, dass er mit anlehrt, aber dort wir alles. Ältester Henrich Dick vertelt mir noch mal selbst, dort, als er mit einem jungen Prediger eine so eine Schule besucht hat, und der junge Prediger dem Lehrer so ein bisschen vermont hat, dann hat er den Prediger freundlich angekickt und gesagt,
Ik heb in Rijnveld, Manitoba ook mal 4 jaar met A geleerd. En de vermoning had een kort het aangenomen. En nu is op de Manitoba-kolonie in Chihuahua al meerdere jaren een schoolcomité, dat gewoon door aan schoolverbetering gearbeidet wordt. En nu, zo zegt mij een schoolleraar, zeiden de Älteste ook al, de schoolleraar sterven wellig, dat rechtmäßig aanbroken om onrechten. En dat ze de schoolkinderen ook wellig een beetje de landesspraak leren durven. Ik hoop, je wordt het niet te zeer am Stich stonen om onze Geschichte verstaan, wanneer ik hier en daar mal een beetje verabgriep en eine Sache een beetje wieder uitvertaal, en dan war dat teruggriep en van wat anderes wieder vertaal. En nu war dat terug nog, wo ooms, voorsteher en Duitse botschafter taub daaraan arbeiten, de Mexiko-Mennoniten dem Deutschtum anzuschließen. Dat wir am 14. Januar 1938 Huguenots en zijn vrouw waren am Schip Orinoco en fuhren met naar Duitsland. En daar schrift Natos midden op dem Ozean aan oom Abraham Dick einen brief. Hij schrift onder anderem, de Durango-Mennoniten haben ihr Dokument, dat meint, wo sie sich dem Deutschtum anschließen wollen, al on je Tag en Fach. Natos redt van dem Dokument, wat hij met de ooms taub uitgeschreven heeft, wo de Mennoniten zich dem Deutschtum anschließen willen. En de ene kopie van diesem Dokument, wat keiner schien te weten wo de gebleven is, schrift Natos, ik geloof die moet bij de Swift-Korinther irgendwo zijn. Op andere steden en Huguenots zijn brief aan voorsteher en ooms schrift hij davon, dat de Mennoniten, wanneer ze zich eerst worden dem Deutschtum angeschlossen haben, allerhand verschiedene Help van Deutschland worden kriegen können. Nicht mal bloß Deutsche Passe en andere Help zum Uitwanderen naar Paraguay, wanneer dat wat komen zal, aber ook Help met ihrem Schulen verbeteren, wanneer ze wat daar zijn worden. En allerhand andere Help. Onze Tidrand al waren auf. Nächstes Mal vertalen wir noch weiter mehr von den oldkolonischen Delegaten und der deutschen Botschafter hier im Taubarbeiten in Mexico City. Und von wo ihrens die dort nehmen, dort die Mennoniten vielleicht würden uitwandern machen. Und von wo sie wieder arbeiten. Und von wo sie wieder arbeiten an der Cardinals Regierung. Was nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.